Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, Irisch an den Detail von meinen Ausführungen angehen will ich aber den honorablen Herrn Bodry an Berger anfragen, ob die Frau diese Automoien um Menge Adresse gestalten betreffend Steuerreform. Wir werden gesagt haben, dass wir sozial nicht gerecht Ich will nicht nehmen Steuerreform, ich will Kannergeld mal dran und ich will Wohngeld mal dran. Ja, nee, so nicht, mit meinen Ausführungen. Und dafür so nicht, dass ich nicht einverstanden bin, weil es an dem Fall sozial ungerecht ist. Wenn dann nämlich der Fall hört, und schon das mit dem Tableau vom Herrn, nicht mit meinem Tableau, sondern mit dem Tableau vom Herrn Gramegna ausgerechnet von der Mensch hört, den 2500 € brutto hat, den hat ihr das Regierung angetragen als recht ein Netto von 2062,8 €, wenn das Semi-Netto war, die Steuern an alles, durch die 17% TVA und die nur die 0,5% hatten nur nach 2043 € recht. Das war eine Differenz von 19 €. Und das könnt ihr dabei als Steuerklasse weiterrechnen. Aber wenn ich dann holen, nur der Steuerreform, so wie sie nur der Steuerreform, ich so eine Schuss, der könnt ihr mal nach ein Hydroban, ich so eine Schuss, Pièce à l'appui, Herr Bodry, ich kann mich wunderbar kennen. Ich kann ja just so, nach meiner SAP-Wahlprogrammstunde nicht dran. Ich will just so nach ein Kehr, dass von der Hand an Zukunft 2500 € hat bei der Steuerreform, das war der Nogelos krit, wann der Wohngeld krit, mir ob der Wohngeld krit, und Wohngeld, das war ein Primlogement, die hatte Marco Schank auf den Instanzen, wo jetzt erst war bei dieser Regierung gestimmt, die mit den Instanzen, wie als gerne bei Marco Schank. Du musst dafür 1087,35 € Loyer haben, überhaupt Kosten, für das können 199 € können zu profitieren. Aber wenn ihr das alles zusammenrechnet, Herr Bodry, da könnt bei einer Familie mit 2500 €, wenn sie 2 respektive 3 Kammer haben, hängt immer davon auf, die einen kriegen 60 € de Monat Mama, die anderen kriegen 72,36 € de Monat Mama, und die anderen kriegen 20,71 € de Monat Mama. Und dafür habe ich gesagt, und ich wiederhole nicht, wenn der gesamte Block holt, Steuern, Kammergeld plus Wohngeld, kommen die Leute als sozial, die verleihen mehr schlechte Wäsche, wie das hier drin der Fall war. Die Chiffren sind gerechnet aufgrund vom Tableau vom Herrn Gramegna, wo der mit der Steuern lebt, und das vom Wohngeld und das vom Kannergeld rackert. Es sieht dann, dass am Kannergeld nach Adaptationen gemacht werden an den nächsten Tag, wo es an dem Montag geschieht, dann ist die Rechnung natürlich nicht richtig mit Datei, also Fakt von dem, was sieht als vom Finanzminister plus Wohngeld plus Kannergeld. Man der Wanderer aber so. Man ich meine eine Kritik. Ich so an der Steuerreform kommen die Leute mit 2 oder 3 Kammer bei 2500 € im Monat mehr schlechte Wäsche. Aber wenn das rechnet man, man doch, sie kriegen Mama, die Familie hat Hanno Mama recht. Sie wird nicht gelieft. Wir machen das Lorem so, wie wir die ganze Zeit gemacht haben. Der Redner hört Wort, wen wollt eine Taschenbemerkung machen, dreht sich dir vor doch. Merci. Merci. Das war just für was ist die Aussage. Und auch die Aussage, die nächste Mal wird Alkehr so wiederholen, aber mit dem Beispiel in der Mauern, natürlich, wenn die neue Chiffre bis das schleiern, passen nicht da drin. So, so. Zehn andere Macht, wo ich auch wundervoll angehen. Oh nee, ich bin der andere Meinung, Leute spüren nicht, dass dem Taschenschwätzen nach Portemonnaie haben, Herr Bodry, aber nicht. Dann ein anderer sagt, wo ich auch wundervoll drüber gehe und auch heute geschwätzt hast, mein Freund an den Deputierten für Junglenster, den Herr Baum, hat gesagt, ja, mit der Kannergeldsreform, die wir im Lützeburger Land, keine Mama kriegen, wie das im Moment der Fall ist. Am Projet de Loi vom Kannergeld steht auch etwas drauf von der Rentrée scolaire. Und da würde ich so, und du Leute, auch die Leute, die Lodo sind, es hilft da mehr, nicht mehr, mehr immer mehr an der Kommission, gibt es am Ende kommen, da geht nämlich die Allokation der Rentrée scolaire zurück. Also, als es Mama
Und dafür will ich so, beim Kanada tut der Recht, alle die Kanada, die auf der Welt sind, bleibt es wie das. Da tut doch kein, da tut doch kein Hai von Eis. Da tut doch kein, nee, das ist nicht falsch, das ist richtig, Herr Baudry. Keiner hat es weggeholt, mit all die Kanner. Aber ja, das ist aber eine Familiensituation, noch bei den Leuten, die in der Wehe sind. Der hat ja auch die Kanner de Schwach. Der hat ja auch die Kanner de Schwach weggeholt am Juli letztes Jahr, für die wollten daheim bleiben, und das ist noch nicht da. Da waren die Kanner, die da in der Wehe waren, noch nicht drin. Nee, die Kanner nicht mit den Älteren. Herr Spautz, erlaubt dass Madame Familienminister... Ja, das wird doch ein paar nicht da, Madame Loschette. Herr Spautz, ja, erlaubt dass Madame Familienminister... Ja, selbstverständlich, Herr Präsident. Dann hört ihr das Wort, Madame Kern. Vielmals merci, Herr Präsident. Honorablen Deputierten, ich habe zwei Fragen. Die erste wäre, mit rund 500 € de Monat ging ich gerne wissen, wie ihn heute zu Lützeburg schläft. Die hat ja selber von den Kosten geschwärzt. Und der zweite, also ich hätte aber gerne von erste Explikation, dann aber, wenn der will, die muss ja nicht, für zu so, für was, Kant, was 6 Jahre las, was nach Zwillingsgeschichte auf 2 Jahre zum Beispiel daheim hat 3-mal mehr Allocation de rentrée scolaire kriegt, wie Kant, was kein Gesichter mehr daheim hat, die noch nicht an die Schule gehen, aber nach gar nicht der Revenu geguckt hat, das muss er den Leuten dann aber mal erklären, das ist nicht sozial, das war einfach falsch für Drun, und dafür wird man das redressieren. Merci. Also, ob die erste Frau, Madame Kern, schon nie gesagt, dass die Leute müssten, sind noch kein 500, sind da müssen Männer so hätte können leben. Aber das war aber eine Hilfe, für das zu vereinfachen, für Leute daheim zu bleiben. Und an einem Projet de Loi, wo die Regierung gestern an der Erklärung vom Premier gesagt hat, wo sie stolz darauf sind, ob das, was der Rente geschieht, dass der Renteprojekt gibt. Und ich meine, den Herr, den Hammermacher sitzt, war derzeit Minister für die Sécurité Sociale. Und du hast extra, und das könnt ihr auch am Exposé die Motiv lesen, auch ob die Prim von 465 € hingewiesen gehen, und du hast gesagt, das ist eine Weiterversicherung. Auch für die nicht berufstätigen Leute muss möglich sein, bei der Konterpartie von 100 €. Du weißt, dass das nicht viel ist, Madame Kahn. Aber das war weh, den dezidiert gehen als von der vierten Regierung. An der Loh hat den 1. Juli die Leute die Suche gestoppt, mit der Hut den Leuten an der Streits am Platz gehen. Und dass sie nicht kann so, dass du kein Interim mehr da wirst, das steht aber für mich am Rapport von Ihrem Minister, der Publik ist, da steht dran, dass nach über 8000 Leute im Moment die Allokation kriegen. So ist es ja aber nicht. Wie war kein Interim da gewesen wäre. Aber wenn man nach die letzten 12 Monaten gelaufen wäre, wären auch noch Leute da gewesen, die Prim gefroht haben. Erstens. Und zweitens. Jetzt ist ja nicht nur für Leute, die berufstätig sind, die darauf können zurückgreifen, aber auch Leute, die in einer schwierigen Situation waren, hatten Möglichkeiten unter bestimmten Konditionen, die dort Prim unzufroren und auch nur noch nach zusätzlicher Hilfe geht. Das ist der nächste Punkt. Aber froh. Die zweite Frage, die da mal gestaltet wird, das ist die von der Rentrée scolaire. Also heißt ja Leute, die Feierkammer, die Leute, die sich gemeldet haben. Da bist du Mama, sind auch die 103, ich kann doch die 105. Mit das ist eine Belastung für eine Familie vom Kannergeld. Und da könnt ihr euch weiter erinnern, Madame K. Schön an der Diskussion, an der Chambre. Konstruktiv mitgeschaut an der ganzen Geschichte. Und schon noch hier, am Plenum. Schon für über einem Jahr gesagt. Aber die Rentrée scolaire, wenn ihr darüber schwätzt, ob sie wirklich geholt wird für das, wo sie alles da war, hat mehr gesagt. Und den Herr Berger hat dann einmal gestritten. Aber die können die auch als Naturalleistung umbauen. Dass sie am Sekundär gibt so und das auch Bücher zur Verfügung gestaltet gehen, und am Primär. Weil es ja nicht gratis ist, wie Leute mengen. Mit sind Gemengen, die bezahlen, hätte ich können so, wir gehen ein anderes Schreibmaterial für all die Ängste, die Stehlweis kann verstehen, weil wir ja wissen, was eine Reklamation haben, da kommen, dann hat leider eine Prestation an der Tür gekriegt. Und dann hätten sie nicht Mama gekriegt, aber dann hätte ihn dafür eine Valeur an der Tür am Platz gehen. Das ist dort so, für den Rest, man kann, hört man nicht, ich gebe ganz gerne viel darüber schwätzen, aber wir kommen ja, wenn ich erst richtig verstanden habe, an der Staatsrat will, nach 400 größer Vakanz darauf zurück an der Schmenge, da kriegen wir, was Kannergeld belangt, und so weiter und so fort, nach Flottdiskussionen, weil da schwätzen wir von Ancien Regime, Nouveau Regime, Übergangsregime, und da können wir bestimmt viel, lang und gut darüber diskutieren und als Ideen austauschen. Der nächste Punkt, den ich wollte, das ist der, wo der Staatsminister gestern von Chômage Beschäftigung geschaut. Heute Morgen habe ich schon verschiedene Kollegen dort in der Straße abzuluten, wie viele Leute am Chômage sind.
aufgrund dass jo verschiedene Ministerien Rapporte schon fertig schon anderen net, hatte ich den Rapport geholt vom Minister von der Sécurité Sociale. An der Minister von der Sécurité Sociale vom Herr Schneider, du hast dann noch dran abgedeelt, wieviel Invalidepensionen Lützeburg hat seit 2011 wie dat Lutgangen ass. An der gëtt do ein Rapport vun der Kommission du Travail vom 1. Dezember, wo an der Kommission drüber geschwert hunn, dass du verschiedene Leute aus de Chômagezöllen rausgeholt gehen und dass sie dann endlich an die Invalide kommen. Dass dat eng Situation aus denen miss klarifiieren dazu stimme hun dat immer so an der Kommission gesot, mir fir sich dann aber do no hinzustellen. Und so gesit wie mehr der Lo am Griff hun. Dofir sind lo soviel Schomer Mama, do muss ich so, do sind ich aber net mat d'accord, weil ich will just so absolut zöl von den Leiitsinn an der Invalide rennt, sie vu 16.690 op 17.360 an Lutgänge an dat wann ich richtig rasch sind lang 800 von denen 1800 für denen de Premier Göster geschwert gehen huet, aber in danach einen anderen Punkt will aufhirhöllen, dat sie alle die Leute eng Indemnität d'attente kreen durch de Reklassement an alles. Und da schreibt das Minister von der Sécurité Sociale, die wären an einer Progression von 8,5% für 4.786 Unitäten zu erhalen. Wann ihr davon die Menge schwätzt, werde ich nicht kontestieren. Weil den Emploi also so viel Lutgang, an Leute, die waren auf dem gemeldet sind, als stabil blieben. Aber wenn ihr die Chiffren so will hinstellen, dann muss ihr noch die Fairness tun, für dann noch zu so, weil an den Invalidenrente geschieht ist, an der Sucht nach einkehr, alle die Leute, die Prime d'attente kriegen, auch massiv, also 8,5% an Lutgängen. Das, wenn ihr seht, dass ich stolz, dass etwas 10% draufgegangen ist, muss ihr noch die Courage haben, zu so, mehr auf Konterpartie, sind noch andere Sachen, 8,5% an Lutgängen. Ich meine, Herr Präsident, den Herr Arbeitsminister wollte ich vorstellen. Herr Schmidt. Wir haben 20% von unseren Chômeuren. Ihr wisst das vielleicht, ihr wisst doch vielleicht nicht. Sie Leute, die am Reklassement sind, respektiv ein Handicap haben. 20% von denen 17.000, von denen der Staatsminister geschwärzt hat, sind Leute, die am Reklassement sind, respektiv handicapiert. Von dir ist normal, dass die reklassiert das, aber wirklich keine Chance mehr hat, auf den Arbeitsmarkt zu kommen, weiter an der Flursituation bleibt, oder ist es nicht für die Leute besser, wir gehen denen Pension d'Invalidité endlich. Das wird für uns nicht gut gemacht, dass das nur mäßig. Fand ihr das normal oder fand ihr das nicht normal? Also ich gehe da just bitten, Herr Lo, de Band lauschen und zu Grundschule in 3 Minuten. Hi, auf dieser Tribüne gesagt. Also das ist das Problem. Das ist das Problem. Das Problem ist, dass ich ein Dokument habe, das gestern hier gestaltet habe, wo dann dran steht, groß, bei den Zölle vom Arbeitsmarkt, dass alles sich verbessert ist an die Sachen, die der gerade gesagt hat, Herr Schmidt. Für dort zu sagen, dass du die Listing, ich will nicht gerade pejorativ zuhören, dass du am Listing verschiedene Adaptationen gemacht hast, aber da soll ich da doch dran schreiben. Und da soll ich nicht so mehr unter Chômage an den Griff kriegt, über die Methode. Aber alle die Leute, die da gerade gesagt haben, die kommen ja nicht mehr an die Employabilität, aber da soll ich da doch realitätshalber so. Mehr ist es nicht. Aber ja, sicher. Aber dann der will sich aber nicht über sagen. Herr Präsident von der Relab, ich bin wirklich froh. Wir sind euch alle gute Dienst, Herr Präsident. Der Staatsminister will Josh schreiben für Zentren. Ich bin just froh, wenn wir giffen Ochtobausen die Leute erklären, dass wir zusammen hier in der Chambre, alle Parteien, sich freuen, über alle Einzelpersonen, die Perspektiven an diesem Land kriegen, an Ophalten, hier Politik zu machen, solle do vun de Leiit. Dat akzeptiert Leiit op sind och net méi. Dat firdro geschmerk vu Suge vun de Leiit derbecht, Funding, eng Zukunft, dat sind Sugen die Leute stellen. Am gi ke gut Bild, Wa meis heizer streiten, a bleibt se zufrieden iwwer positiv Resultater vun der Adam. Ja, Herr Staatsminister, ich kann die großen Teil von dem, was der Logo so erstreichen. Mit der Vorschau, ich werde gestern eine ganze Zeit, um für euch auf die Schulter zu klappen, dass der Logo schon mal am Griff hat. Dann hat er der Leute sollen so, was richtig geschieht, dass da so viele Invalide-Rente beikommen sind und da so viele Leute am Reklassement für. Und das wäre mehr als ein Zahlbannen, für darüber zu schwätzen, mit der, wenn sich nicht über eine Sache freuen und dann die andere Sache verschweigen. So. Ich muss rectifizieren.
Den Herr Spolz möchte eng Rechnung, die Naenkeier bësse wie bei enger Firrun falsch ass, wo en TVA 2% integral vum Salärreche. Da eng Heit ass net Schiedverreen den an enger Pension net Schiedverreen as sei. Regierung machen dat wie man dat bis lo gewinnt werden. Regierung krit Schiedverzeihtwurt. Regierung krit Schiedverzeihtwurt, dass es falsches gesund gehen ass fir en Notdruck zu reagieren. Ich gif ger an derselvichter Qualität vun der Diskussion weiterfuhren, wie man bis lo hätten, den Redner ausschwätzen lassen, an dann krit Regierung furt so lang wie se wilt. Herr Spautz. Also Herr Präsident, ich will just mehr fällt just op. Egal wat regiert. Von unserer Fraktion hat mit den heute wiederholen. Dass du all Chaos ob das von der Regierungsbank war oder von der Oppositionsbank einfach voll dran geschlagen hast. Mehr hun nach immer ein geregelt, Herr Präsident, das soll in sich Fried, da soll in sich beim Präsident fuhren. Das ganz richtig. Ich will euch aber just daran erinnern, Herr Spautz, dass dieselbe Kulanz de Moyen gespielt wird bei Ihrem Fraktionschef. An das do iwwer hat net E schwätze net vun der Zeit wo E schwätze vun der Zeit wo fir d'Animationun beim Debat gesuercht huet. An Ech probieren Herr Spautz an jusqu'à Kontrolle heit wo ze halen, wat net immer einfach ass. Herr Präsident, ich net fir d'Animation gesuercht hun, mit dat ich Kontributionen gemerk. Ich gegen net mengen, dat dat so qualifizieren. Herr Wissler, ich hun net vun Ärer Intervention als angeschriebene Redner geschwert, schon vun der Zeit geschwert, wo der purmol interveniert sind. Kontributionen an net einfach Animation. Selbstverständlich, ja, dann sind Herr Wissler, da sind auch Kontributionen. Da sind noch Reaktionen von denen anderen Redner Kontributionen so lo Hummer den dote Kapitel haben. Runter ist just den Herr Spautz wird. So, ich wollte noch streichen. Wann ich lief einer Brecht Redner ne méi, weil sos fängt schon bis mir ungemidtlich zu gehen. Oh. Also fir alle Recht ich so, dass alt Interventionen so die vu Herr Wissler wie all die anderen vu menge Kollegen pertinent aber rechtcht waren an dass de net waren wie Animation zu machen. Der Damen an Herren Wammer vun der Wammer vun der Schomerschwätzen natürlich auch wichtig, dass man iwwer Schwätze werden an der Formation professionell geschieht, werden an de manuelle Berufer geschieht. Ich menge mein Kollegin macht den Hansewert her nur nach méiiwwer dat aus der Schoul ago mit ass doch ficht ass dats Mei am Land eng Diskussion féieren iwwer de Stellewert vum Handwerk. Wir schwätzen a ganz viele Punkte ëmmer vun der Zusummenhäbeg an der Grousregioun vu wir soen, dats et wichtig ass, dats man als Regionun zu Summe schaffen an ich menge dat vëll schon enkerinnner streichen hun als TSV immer gesot, dats eng gros Bedeutung huet, die man an der Grousregioun hunner mehr als Lützeburg als autonom Land an der Grousregioun spielen nach filmmi en Gros Roll an dem Kader wie die anderen nopech Regionen. Dafür ist doch für uns wichtig, dass Handwerk die Stellewert gibt, den dem Handwerk zusteht. Und da muss man zusammen darauf schaffen, für dass wir da fertig bringen, dass er in Hinsicht Schule, mit dass er auch auf der anderen Hinsicht Betrieber. Und da war sie die Schöne doch schon häufig nach Woche gesagt, auch die öffentliche Hand, die da muss matt helfen, wenn wir ja alle gut wissen, dass du hier uns ein Mantum am Privatsektor fundamental ist, dass wir dafür alles müssen machen, für auch die Leute können, an Beschäftigung zu kriegen und auch den Leuten eine Perspektive zu geben. Weil für die Runde eine Diskussion ausgebaut, ich will so ein CSV steht ganz klar zum Akkord von der Fonction publique. CSV hat den Akkord von der Fonction publique matt gestimmt. Und es waren zwei CSV-Ministerinnen, die Verhandlungen mit der CGFPU gefangen hatten. Das waren Minister Bildchen ermodert, dass er noch von der neuen Regierung in Adaptation gekommen auch CSV hat den Akkord mit gedroht und CSV steht auch zu den Akkorden, die CSV da gemerkt wird. Die Automoien also auch geschnitten gehen, nicht Automoien, mehr gestern vom Staatsminister. Das doch wichtig wäre, dass man gucken, wenn wir Travail auf Familie schwätzen, dass auch eine Reform vom RMG nicht gemacht gehen und dass du zu Summe geguckt gehen, Familie und Travail für dort zu Summe zu schaffen. Ich fand das ein gut sagt, dass du probiert zu Summe zu schaffen. Aber ein wichtiger Punkt, dass man aber doch vergisst gehen, das ist nämlich von der Sécurité sociale. Ich weiß, dass an der vierten Regierung ein neuer Projet de loi da war, den ausgeschafft war vom Familienminister
an ze summen habe ich ma Minister vun der Securité sozial, weil Armut sich schon net nëmme bezieht op die Leiit am RMG, die eng Aktivitéit brauchen, mir well och do beim RMG heierns do müssen ergreifen, bei de Pensionen, bei Minimalpensionen, bei Leiit die eng Pensionräner kein Vollkarriere, dofir giwe schüstoten Appell mache, wann en do well eng Änderung machen am RMGsgesetz, die mehr och schon wollte man schwes net der wat eng Richtung den awer Projekt de Lo geht, da geht net Familie an Travai ze summe zu schaffen, da muss noch dort Securité sozial mat ranhhöllen. Fi allem am en Kollegin François Setto hat dat schon gesot, dat se noch bei der älterer Generation, wo joch do verschiedene Probleme entstehen, Leiit die kein Vollkarriere hun, Leiit die durch Schädung an der Gender Situationen kein richtig Karriere hun, dats de op Telefon vom Revenue-Minimum Garantie ugewiese sinn, an da sind da noch de Leiit as de der Domain muss man ranhören. Iwer Kannergeld der Congé parental kennt noch viel schwätzen, méi schmengen do werden wir bis den DB, die soll ja nach 4 N vun der Summervakanz an der Chamber kommen, an da werden noch dummer konkreten Positionen enke opréckern. Ich will da noch ein Person zu den Menschen Neiz, war man gochte gewse gin, dat das dat vum PAM-Gesetz an ich komme dann enke op der Zreck war der 10 Woche gesot hun. Also wie alle Rechte mal sind ich froh, dass die Regierung nochmal op man seine Position op Dich gelöst hat. Obwohl ich nicht mit der Proposition Probleme mit der Proposition mehr mans. Und da will ich so ein Chapeau, dass die Regierung noch gesagt hat, mehr kommen noch selber mal etwas raus, mehr und bannen an den Debatten, die ich gefordert habe beim Herrn Schmidt, gesagt, dass CSV sich kein Vierstellung Referenzperiode von 3 Monaten und dass dafür alles wichtig wäre, dass die GIF am Sozialdialog mit den Betrieben gemerkt gehen, und zwar auf Betriebsniveau, dass ich für die Kader muss schreiben, setzen, das checkt man ganz klar. Zu sehen wir, dass da noch auch Betriebsdelegationen sind, die da mit aushandeln können, und dass die auch wissen, weil alle Betriebe sehr nicht, alle Betriebe muss sich da persönlich adaptieren, und dass das die Idee war, die mehr da Heilbanne gesucht haben. Ich weiß nur just das, was der Staatsminister gestern an der Rede von der Lehre der Nation gesagt hat, dass das just die Geld für die Betriebe ohne Kollektivvertrag, so steht doch noch ein extra an der schriftlicher Rede, was den Herr Schmidt heute Morgen am Detail vorgestellt bei der Presse, wo mehr als Deputéierte nicht gegönnt dabei zu sein, weil ich nicht invitiert war an Pressekonferenz, aber weil ich auch bis Möglichkeiten nicht bestimmt, dass auch die Chamberkommission, die dafür zuständig ist, darüber in der Riech gehen, dafür werde ich mal da vorbehalten, wenn Herr Schmidt an der Chamber bis am Detail auch darüber informiert, weil man die Chance bis Kitto noch dort gewollt zu gehen, für dann noch darauf zurückzukommen. Für mich ist es wichtig, wenn wir Flexibilität schwätzen, als die Referenzperiode muss etwas gemerkt für Personal, man muss aber auch feststellen, was die Definition ist von den Überstunden, wenn ihr den Überstunden hast, die an der Mobilität ist, aber wenn ihr den Überstunden hast, en cas d'urgence, dass das alles Punkte sind, die auch müssen geklärt gehen, geht nicht durch so 4 Monate gegen 3,5 Tisch. Herr Schmidt, an der Regierungserklärung vom Premier steht es nicht dran, da finde ich schon gesagt, von der Reichstat bis erklärt wird, so wie der Presse erklärt wird, kann er noch vielleicht nach ein Kehr an einer getrennten Stellungnahme dort zur Position beziehen. Da wird, was soll der Herr was habt du? Ah, okay. Portariert alles, ja. Okay. Dann auf den Zukunft, da wollte ich noch auf das Argo vom Zukunftstisch vertrichtig, dass das heute Morgen gesagt gehen. Das wäre eine Forderung, die den Herr Bausch seinerzeit, Fraktionschef von den Grünen, für der letzten Regierung, den Alkies gesagt haben, wir geben heute Banner gerne eine Diskussion feiern. Wir wollen noch eine feiern über Wachstum, Transport, Mobilität, Logement, POS. Und ich meine, wir sind nicht die Einzigen, die das haben erklärt kriegt an einem ersten Interview, an einer ersten Reaktion vom Herrn Bausch an der Größter Jahreszeitung dem Lützeburger Wort, dass das für die Regierung nicht erfolgen könnte. Dann hat den Herr Ökonomieminister Etienne Schneider, der Sänger redet, ob der Ouverture von der Frage, so der gestern hat der Staatsminister nach ein Karrierener Strach, dass es für Sie überhaupt nicht erfolgen könnte, für über den Zukunftstisch zu schwätzen. Wir sind der Meinung als TSV, dass es wichtig ist, über so einen Zukunftstisch zu gucken, dass muss darüber diskutieren, wie das eine gesellschaftliche Debatte wir gerne hätten über die Zukunftsfähigkeit vom Lützeburger Land, und dass man nicht einfach dezidieren, so wie das ja verschiedene Aussagen die letzten Stunden geschieht sind, dass man als Bevölkerung verdürbeln, für alles das nach können zu bezahlen, was wir haben, aber gleichzeitig an dem Premier Recht am Stau stehen zu bleiben. Das ist auch ein Banner gesagt, aber da sollen wir mal Visionen so von der CSV, die wir uns vorstellen können. Mal so, und dann zum Beispiel
schwenke mat enger unherbodri muss mat enger ufenken das geht net. Da muss ich da will ich just zo. Den Regierung huet jo mat der Arbeit Arrangementer von fir Terra. An der wurde joch den Staatsminister Göster als enger Erklärung verschiedene Hektaren opgezählt. Ich weiß, dass die Responsabel vom Südspidol nicht der Kur waren, wie sie für 1,5 Jahre darüber geschwert haben, dass den Terra dort zur Verfügung steht. Und ich fand es doch nicht schlecht, dass der Kircher und der Schneider gesagt haben, sie könnten sich vorstellen, ob den Terra ein Polizeibei an ein Pumpschießkaser für die Region. Aber ich proposiere, man stellt doch Südspidol dahin. Wenn der Südspidol nämlich auf den Terra setzt, wenn dort den Terra, der Proprietär von dem Terra war, den hast du am Südspidol mal dran. Das ist nämlich Zidologie, die auch Spidol heute zu Lützeburg, der dich am Süden bohrt hat, für die da auf den Terra zu setzen, weil dann hat er noch Möglichkeit nur von der Vergrößerung. Weil nämlich Punkt, den nämlich ist, bei dem Projekt, dem mir nicht gut gefällt, bei dem aktuellen Projekt, dass das Vergrößerung nicht möglich ist, ohne dass den Invest, den an den Teacher gemacht ist, dass dem muss aufgehabt gibt. Weil wann eine Expansion soll kommen, und das ist auch am Argument, dass dem uns gesagt ist, dass das ein Point faible wird, wenn in das Südspidol gibt, das sieht von Arbeit Schöpflingssätze, was so gemacht ist, dann hat er dort die Möglichkeiten, hat er die U-Bahnung und Polizei und Pomsche, weil die soll ja da hinkommen, hat er eine U-Bahnung und Autobahn, weil dafür sollen die ja da hinkommen für Polizei, für Pomsche, da wäre das doch möglich für das Spidol. Aber gleichzeitig hat er etwas, weil er auf dem anderen Seite nicht hört, nämlich kann er ein Arrêt Hospital machen, am Beispiel wie er noch ein Arrêt Belval Lycée kann machen, kann er noch auf dem Seite machen, weil da ja Teisebun auch auf dem Seite ist. Das ist von den Punkten als Beispiel, den ich kann machen, das kann ich noch schwätzen, und da werden Herr Bratz nach einem Mescher Schäferrot, und das schon ein gewissen Zeitchen hier, da ist immer geschwärzt gehen von einer U-Bahnung vom Kieler Potter. Und das ist ein Autobahn. Also hat immer gesagt, ich muss keinen Platz, wo man den Straßenfeierung können machen. Orlo, dadurch, dass die Arbeit nicht mehr da ist, kann ich eine Straßenfeierung machen. Und die möchte ich nämlich vom Kieler Potter oder vom Lesbirch. Und dafür den Robben können die anderen Seite Munkler raus, dann ist die ganze Straße lascht. Nimm eng Vue, die ich ja schon gesagt habe, weil der gesagt hat, hätte keine Ideen. Herr Bodri, kann ich von Ideen schwätzen Zentrum von Dittling. Ein Projekt, den er schon am Herz liegt, wo die auch nicht viel gegangen ist. Wo du endlich auch wird hier gehen, auch alles dazu Projekt. Und dafür soll in Zukunft der Schmarrn darüber diskutieren, und da können wir zusammen als Ideen auf den Tisch legen. Der am Ende vom Land, am Ende vom Süden, und für allem von den Leuten, die hier wohnen und hier schaffen. Herr Spalz, Herr Bodri, wüssten Herr Spalz, kannst man Herr Spalz vorstellen, kannst du das schmengen, dass sicherlich nicht, wenn in Zukunft denkt, darum geht für die Emplacementer von Spideler festzulegen, wird in Zukunft schmengt, dass das nicht kann den Objekt sein von so engem Dichter oder hat die Idee aber komplett falsch verstanden, die da selber noch lanciert tut. Und zweitens merke ich auch nicht, dass es unter der Regierung als ein Südspidol inzwischen hinzusetzen, wie der Datlograt gesucht wird, mit dass es eine Decision ist, vom Südspidol selber, vom Schem selber zu dezidieren, wo er will bauen. Die sind aber immer willkommen, die Decision, die geht nicht einem Spidol imposiert, die hält Spidol selber. Und die Decision, die geholfen hat, die wird auf Spidol selber geholfen. Also Herr Bodri, der sieht ja selber Member vom Verwaltungsrat gewirrscht an der anderen Qualität. Das ist nicht mehr für an der Gemeindeautonomie. Aber wir sind nicht froh, dass wir das noch können präzisieren. Vier zu schreiben, mit das wichtig ist, das ganz matte Gemengen zu machen, mit das ihn aber auch sollte Entwicklung vom Land, und da man den Ausrechtsfähigkeit, wie wir es können ausbauen, aber wie wir es neu können abstellen, dass in den nicht so vergisst. Vielmals merci. Selbstverständlich Herr Spalz, den Herr Schmidt fried Wut zu der doter Thematik, ich kann ihm das nicht refusieren. Der kriegt dann selbstverständlich wandern, man das nicht d'accord wird, kriegt er Gelegenheit jetzt einfach meloginischem. Herr Spalz, ich will darauf hinweisen, dass ein Reglement sieht, dass voilà, wie das ist, heißt für das Reglement. Ja. Okay. Also, okay. Auch für die Liebigkeit vom Debat, den Herr Außenminister. Ich wollte Herr Spalz. Nein, nicht auf Zeit vom Herrn Spalz. Nee. Und ich gebe auch Mengen, dass die Unterbrechungen, die kommen sind, die gehen Herr Spalz
Gut geschrieben, Herr Schmidt, der wird. Ich wollte mir Spauz pur Ziffern gehen, die weisen, dass was gesagt wird, besonders über die Reduktion von den Zahlen von den Chômeurs nicht genau das, was gesagt wird. Wenn wir also den März 2015 holen, an den März 2016, dann ist die Zahl von den Chômeurs von dem Jahr bis das Jahr 745 Leute zurückgegangen. Das sind minus 4,1%. Das ist besonders stark bei den Jungen. Da ist auch 4,1% zurückgegangen. Das ist bei denen zwischen 30 und 39 5,5, zwischen denen von 40 und 49 4,5 und zwischen denen von 50 plus, was die können freien, das ist Männer zurückgegangen, mit immerhin 2,4. Wer da so mit den Leuten geschieht, die das Statut Handicapé haben, respektiv an einem Reklassement. Die Zahl ist 142 Leute zurückgegangen. 142 Leute, das ist eine Reduktion von 3,5%. Das ist also absolut falsch zu sagen. Wir hätten just den Chômage von einem Jahr auf der dann reduziert, an dem er nicht mehr Leute an Pension d'Invalidité, besonders Reklassierter an Pension d'Invalidité geschickt hätten. Weil bei den 142, die zurückgegangen ist, hier steht ja, dass da rausgegangen sind, da sind da die einen Job gefunden, da sind da die effektiv an Pension gegangen, das sind da, wenn ich mich noch gut erinnere, à peu près 300, und es sind da, die vielleicht auch gestorben sind, dafür als die Zahl 142. Das ist also nicht die Zahl von der Reduktion vom Chômage. Das ist die erste Antwort. Die zweite Antwort, Herr Spauz, die zweite Antwort, dass die, was mich nur gefragt hat, über das Panzgesetz. Das ist falsch, dass die Regierung nie eine Proposition gemacht hat. Vielleicht war die auch da nicht dabei, aber da muss ich auch sagen, da kann doch nicht dabei sein. Ich schon zu Sendung absolut ein Papier auf den Tisch gelöst, wo das dran steht, was nicht so weit weg ist von dem, was die Regierung gestern an der Chambre durch den Premierminister präsentiert hat. Das ist also nicht nur eine Surprise. Das haben Sozialpartner schon so präsentiert kriegt, dans les grands traits, sogar bei einem Text, der relativ klar formuliert war, schon bei einem juristischen Text zu Sendung am März. Ich kann euch beruhigen auch, dass alles das, was mich gefragt hat, an der Stelle der Kommission direkt, wenn sie will, zur Verfügung für die Chambre d'Atoren am Detail zu erklären, was die Überstunden anbelangt, haben wir den unsinnigen Kriter, den Lo am Gesetz stung. Den Lo am Gesetz stung. Ich weiß nicht, wen den da gesagt hat. Von der Imprävisibilität durch etwas gesagt, was klar, transparent ist, wo nicht die einen oder die anderen brauchen, darüber zu streiten. Das ist ein Präavis von 3D, wenn ihn also mehr schafft, und geht ihn bei einem 3D, Männer wie 3D informiert, dass er muss mehr schaffen, dann ist das doch wies eng überstanden. Und das Zweite, was nicht am Text stung, ist das, dass man so angefordert haben, das heißt, wenn ihn über 45 Stunden moyen am Monat geschafft wird, auch bei einer Periode de Referenz von 3 Monaten, dann ist alles das über die 45 Stunden, da ist man schon eine Überstunde, er kann nicht als Normalstunde am Kader von der Periode de Referenz kompensiert gehen. Das ist also alles ganz klar, dass nicht, dass da etwas noch nicht definiert wird. Ich meine, die hat mich das gefragt, da wisst ihr, die fand das vielleicht auch an der Presse, wenn der den nur liest, da wird er das auch empfangen. Also, Herr Schmidt, 2 Sachen. Ich fand schon komisch, dass er so, ich gehe einmal falschen Sachen operieren. Erstens, hat er selber gesagt. Dass ich nicht kommt wissen, weil der hat mich später auf Sendung invitiert, nach weiter wieso an der Chamberkommission. Und ich bin just verwundert, dass neuerdings der Primat von der Chamber bei Ideen, die von der Regierung nicht gilt. Ich will dazu Kenntnis, mit den Herr Engel wird ja nur dafür sorgen, dass wir da schnellstmöglich eine Sitzung haben, wo ihr das könnt verlieren. Aber das ist das, was mich aber noch mehr stört, dass die Chiffren, die ich habe, die sind aus dem Ministerium von der Sécurité Sociale, der Rapport von Ihrem Kollegen Romain Schneider. Und die basieren sich allkehr auf den 3. Dezember, das seit 19 von dem Rapport, den letzte Woche publiziert, genauso im Sitz von der Chambre. Wenn aber nur Sachen draufstehen, die nicht stimmen, da muss ich aber so, und da muss ich sich aber frohen,
wer dann alles lass mat den Rapporten. Weil auf dem Rapport steht Sche proper dran wie 2011, 2012, 2013, 2014 auf 2015 war und da steht bei den Invaliderenten ganz klar, dass die Blutgänge sie von 16.690 auf 17.360 und es steht dran, dass der Indemnité d'attente ein Croissance hue von 8,5% auf 4.786 12 an der Monat Dezember. Für alle Leute, die Leute, die ja auch über das Site von der Chamber Zugang und zu dem Rapport, da könnt ihr op der Seite 29 lesen am Rapport vom Minister von der Sekretär Sozial, dat sie kein Schifferen Dirschmeister Fanger gesuckelt hun, mit die nicht aus dem Tätigkeitsbericht vom zuständigen Minister geholt. An anderem Material muss ich so steht man als Deputierte nicht zur Verfügung. Allmond könnt von der ADEM steht ich absolut zur Verfügung. Da stehen die aktuellsten Ziffern dran von all den Leuten, die an einem Statut de Reklassement sehen. Und da fand heraus, dass der letzte Monat ganz genau Leute am Reklassement wären 4.080. Mir werdet ihr verwirselt, Herr Spautz. Das nicht Schiedverein, den eine Invaliditätspension kriegt, die für drun reklassierte Werk. Nee, das nicht Schiedverein, den am Reklassement an eine Indemnité d'attente hat, den automatisch dann irgendwann einmal an den anderen Statut geht, geht auch leid. Und das wisst ihr ja einfach. Die direkt eine Pension d'Invalidité kriegen. Weil das Problem vom Reklassement, ich rappeliere an ihr Staat, da dort sicher wisst, dass den, dass man das Reklassement angefordert hat, weil verschiedene Leute nicht konnten eine Pension d'Invalidité kriegen, weil ihr Degré d'Invalidité nicht hoch genug war. Aber es gibt aber Leute, wo den Degré d'Invalidité hoch genug ist, und dafür brauchen die gar nicht durch das Reklassement zu gehen. Dafür sind die Chiffren von der Invalidität nicht gleichzusetzen mit denen, die aus dem Reklassement kommen, oder respektiv die Chiffren, wo dann aus dem Reklassement an der Invalidität können. Du verwirrst da pur Sachen mal nicht. Ich verwirrst das nicht, Herr Schmidt, ich verwirst das nicht. Ich will just so, alle Menschen, die an den Invalidenrand gehen. Den am Reklassement? Der möchte ja einen Platz. Nee, es sind noch nicht fertig. Ich muss nicht nach im Detail. So, den zweiten Detail hast du. Der verwirselt die Leute, die am Reklassement sind, die sind nicht alle Guren als schon mehr angesehen. Weil nämlich die Leute, die eine Indemnité d'attente kriegen, da geht es da drin, dass nicht Residenten sind. Ja. Und der sind nicht der Mensch. 800 oder über 800 oder 200. Am Bericht 832. Voilà, 834. Und die gehen nicht bei Schomeren gezählt, weil Non-Residenten ja nicht nur alle Statistiken in ganz Europa nicht bei Schomeren gezählt gehen. Und da hat auch ein Fehler, die komparieren also etwas, was nicht komparabel ist. Nee, ich stehe da nicht mal echt d'accord. Und ich meine, dass wir eine Diskussion da feiern über die Falle von den Rapporten. Aktivitätsrapporte von den Rapporten ist ganz wichtig. Sowohl den Herr Spautz an den Herr Arbeitsminister, ich gebe euch invitieren, die zwei Statistiken aufeinanderzulegen. Und da geht er wahrscheinlich ganz sehr eins. Die sind alle gut niedergeschrieben, weil wenn man die Diskussion weiterfeiern findet, käme sich rum. Voilà, das gesagt. Merci für Kulanz, merci für die Explikationen. An den nächsten angeschriebenen Redner als den Herr Georges Engel.